Merci, Herr Präsident. Letztes Jahr derselbiger Platz, nicht auf derselbiger Platz, mit an derselbiger Debatte, hat mir gefreut als CSV-Fraktion, dass wir sollten ein paar Bayer kreieren über außenpolitische Strategie, über Ziele, über Moyen, über der weiß, wie wir heute zu Lützeburg Außenpolitik machen. Weil wir wollten eng Nachfolgbarkeit kreieren, weil wir wollten auch gucken, dass den so wichtige Konsensus, den wir an der Außenpolitik als Kleinland sollen, fanden, dass wir den auch könnten an paar Bayer nachvollziehen, wissen, was für Zielsetzungen des Außenpolitik von der Regierung hat. Wir hatten eine Motion analysiert, wir konnten als Antwort, dass den Regierungsprogramm eng sogenannten Planifikationsstrategik gegen vier gesinn, dat do gegen Matrice vun der Relation exterieuren festgesät gin. Mir hatte versprochen, dat zumindest dat gegen gemerk gin stellen haut 1,5 Joer do no fest, dat dat selbstverständlich net geschieht as, dat mar kein so paar Bayer Kuten an dat mar auch Schwierigkeiten hun an dem, wer an den letzten Main geschieht as immer eng Lin an der Lützeburger Außenpolitik zu erkennen. An froh, die sich muss stellen, gëtt ein minimales Konzept von unserer Lützeburger Außenpolitik. Gëtt Zielsetzungen, gëtt auch Methoden, die wir holen, respektiv die wir nicht holen, wenn wir Außenpolitik machen. Ich habe dem Außenminister Merselborn sengiert gestern gut nogelauscht und ich fand, dass ein Tour, so wie oft durch rund um ganz Welt gemacht hat, huet dat kommentiert, méi ich hun net do an erkannt, wat dann die Großrichtlinien vun eiser Außenpolitik wählte sinn an Schatz, wann ich dat resümieren am Punkt 3 Impressionen an dem letzten Jahr, dat den Außenminister mit 100 schon he gesot, ganz oft den Chefkommentator vun dem EU-Conseil op den verschiedensten europäischen Tele sind Kommentaren sind dabei ganz oft cool, wann sie bis gesucht wird, da nicht mal sich froh, was will man dann lo als Lützeburg an der Außenpolitik, außer dass man Sachen zu summen gemeinsam wollen, und außer dass man mehr Kurzhans do worig so mit do Hummer schon für einen Monat drüber geschwärzt. Ich gehe also nicht nach einkehr ob den Sujet an. Das heißt du sympathisch, das heißt du für mich nicht nur vollziehbar, aber ich vermisse ganz oft Engelin an dem, wem wir es beholen, an dem was wir suchen. Ich habe noch die Impression, dass die Außenpolitik ganz oft aus Einzelaktionen vom Außenminister besteht, wo Heinz Dosing privat sind persönliche Prioritäten sich rumspiegeln, aber nicht immer die Regierungspolitik, so wie sie an einem Konzept aus einem Gossgold soll gemerkt gehen. Auch darum haben wir schon geschwert, ich meine, du mit unter anderem die repetitiv Palästinenser aussoen, die möchte, die ich echt als eng Privatinitiativ empfangen wie ein konzertiert Lützeburger Außenpolitik. Und ich habe gestern am Außenminister singeriert, auch über das Sujet heieren, dass Israel und alles schuld ist, an kein Wort über die Frage von Menschenrechten, von Demokratie, die auf der anderen Seite aber auch beim Hamas sicherlich Realität sind. Auch da hätten wir gerne mehr equilibriert aus. Und wir wissen, dass Toren auf beiden Seiten sind, aber von dass Lützeburg an eng Zwei-Staaten-Lesung soll ausstreben, aber am Equiliber von den Positionen zwischen den Mengen an dem anderen. Ich weiß nicht, ob das Regierungspolitik ist, was den Außenminister möchte. Heinz, du hast nicht die Impression, dass an den Dossier in der Regierung den Außenminister einfach laufen lässt. Eine dritte Impression, das die, dass die Außenpolitik ja nicht immer vom Außenminister gemerkt wird, aber selbstverständlich auch vom Premier, vom Verteidigungsminister, vom Kooperationsminister, von anderen Fachministern. Da stellt sich die Frage, ist an der Politik irgendwelche Koordination dran? Wo ist Lin? Wo sind die gemeinsamen Ziele? Wo ist die gemeinsame Koordination? Heinz, du hast die Impression, dass Südfried das sieht und Südfried das möchte, was er will, was am Interesse von seinem Departement. Also ich gehe nicht da wirklich gerne pur Beispiele für gesehen, was ich mengen. Das erste Beispiel, dass der Premierminister an seiner Pressekonferenz ohne den Boris Johnson 400 Jahre von dem Haus von dem Freien Affaires étrangères, wo am Anfang den Premier, der britischen Außenminister, richtig viel gefordert hat zu einem extrem kritischen
den britische Premierminister die hat recht vier gefordert huet op engem ganz sensiblen Moment kritischen Zeitpunkt vun den Brexit-Negationen. An dat vir der ganze Weltpress. Ich hun dat als eng unreif Prestation empfand an eng Prestation, die as sich Lützeburg net geholle fuert an hun Dori war dem Moment ke Kommentar vom Lützeburger Außenminister heieren. Ich mengen zweitens auch den großen Auftritt von einem Vizepremier, dem Dan Kersch, am Juni 2019, den staatsmännisch eng Antwort gegeben ob eng froh, die kein Mensch im Gestalt hat, an denen gesagt wurde, gegen Demissionären, weil Lützeburg und eng Krieg gegen Iran ging partizipieren. Das war encouragiert aus, so, weil das Risiko, dass man gegen so einen Krieg partizipieren, die war nun wirklich minim, wann nicht null. Und so auszuholen, so sicherlich auch nicht zur Kredibilität von der Lützeburger Außenpolitik bei. Ja, noch da habe ich kein Wort von unserem Außenminister über den Tippe von auszuhören. Mein drittes Beispiel, das als der vom demolischen Vizepremier Wirtschaftsminister, dem Etienne Schneider, dem am Finanzminister zu summen, eng Wirtschaftsmission an Vereinigte Arabische Emiraten am Januar 2020 möchte, wo da festgestellt wird mit großem Pomp, dass man Großziele, die selwicht sind, dass man den selwichten Sektor schaffen, Innovation, Espace, Energie renouvelable, Santé, Logistik, Tourismus, Fintech und so weiter und so fort, wo man Großkooperationsakkorden dann unterschreiben, wo man aufmachen, dass wir eine ganz vertiefte Kooperation bilateral mit dem Land wollen angehen und als Großreunion zum Schluss von der Reise als dann eine Entrevue mit dem Ministre de la Tolérance. So. Und dann kommen wir hier an die Chambre, da möchte David Wagner eine Motion von den Linken richten ran, wo da sieht man, wir hätten aber gerne als Regierung das auch gegen die Regierung sich ersetzen, für dass die Leute, die Journalisten, die an der Prison wären, gingen frei gelost gehen und dass man auch den Respekt von den Menschenrechten gingen respektieren oder zumindest ausschwätzen an den Diskussionen, die wir mit den Vereinigten Arabischen Emiraten haben. An der Krämer die von der Chambre aufgelehnt. Fand ich natürlich kontradiktorisch, von denen auf der einen Seite die Politik mit so Ländern möchte, ohne dann mal zu akzeptieren, dass den auch muss Menschenrechtssujets ausschwätzen, und auf der anderen Seite auf der UNO da probiert Sitz an der Menschenrechtskommission zu kriegen. Mein viertes Beispiel, da das den anderen Vizepremier de François Bauch, den aber Oktober 2019 an China auf Chengdu führt, was alles okay ist, für das zu machen, aber dann für der gesamte Lützeburger Presse ob Menschenrechte ugeschwert seht, dass ihn überzeugt, dass China durch die ökonomische und soziale Entwicklung, die man mit den Hunden durch die Relationen, die man mit ihnen aufbauen, notamment ökonomische Relationen, die man mit ihnen sich immer mehr nur den europäischen Menschenrechtsstandard gegen bewegen. Ich muss sagen, ich meine nicht, dass der François Bauger Martin Lützeburger Regierung do recht hat. Ich meine, dass China sein eigenes Standarden hat, die weit weg sind von denen von der Europäischen Union, dass sie sich nicht nähert von den Standarden, aber nicht gucken, was an den letzten Monaten zu Hongkong geschieht ist, aber nicht gucken, was mit den Uiguren aus China geschieht, wo da ja auch gestern nicht drüber geschwärzt hat, dass so nicht mehr, ob die Do-Approche nach kann, ob die Stroß hält, wie gesagt, auf die andere Seite sich immer sitzt am UNO-Menschenrechtsrat, der ich 100%ig unterstützen. Aber ich meine, da muss an einer koordinierten Außenpolitik, die auch von anderen Ministern betrieben wird, auch da eine konsequente Haltung sein. Ich Herr Wissler, nur der schlecht gelauscht hat. Ich habe klar auch Uiguren genannt. Jedenfalls die Region, wo sie leben. Da war das die 10 Sekunden, wo ich nicht aufgepasst und engageriert, Herr Rasselborn, da lädt mich gegen Mengen, dass aber auch, dass da sollte den Kollegen an der Regierung weiter soen, die auch Lützeburg dabei vertreten, dann die Domat auch einen Teil Außenpolitik machen. Und das alles, das ja an Zeiten, wo alles riecht lebt, wo nicht viel Changementer sind, das ja kein Problem. Heute sind wir einfach nicht mehr an ruhigen, außenpolitischen Zeiten. Heute sind wir an einer Zeit, wo die Welt changiert, wo Paradigmen wechseln, wo ich nicht mehr weiterfahren wie wir nicht will. Und die Analyse von dem, was am Gang ist zu geschehen, die muss auch sich beweisen, dass man konsequent Erstellung und Umstellung von unserer Außenpolitik holen.
An de größten Irrtummänglich, den den Haut geht machen, da das nütze gesinn dat Welt total geändert wird. Seit der Zeit 2004 wurden Herr Asselborn Außenminister Guinness. Weil das war eine Zeit 1989, wo man im Fall von der Mauer gemerkt hat, dass das demokratische Modell immer sich ging weiter an der Welt entwickeln, dass Moral, Freiheit, Menschenrechte, Frieden sich gegen los rund um die Welt etablieren, dass Vereinigte Staaten an Europa die geopolitische Stabilität erreicht hat. Darum zu leben war, und das muss ich klar sagen, ein Fehler. Die Welt ist immer an der Bewegung, auch oft ohne dass wir es merken, an heinst du, an dem wir es merken, und an dem wir nicht darauf reagieren, auf jeden Fall nicht frei genug reagieren. Für mich wird der große Changement 2014, als ich angefangen mit der Annexion von der Krimee durch Russland. Eine illegale Annexion, das ist klar am Mengen an, aber hauptsächlich eine Annexion, die an Europa durch militärische Intervention gemerkt gin ass a wodurch Force-Territoren besat gin sinn. Diplomatie, Integrität vun de Staaten hun net méi gezielt, ha hun Waffen gezielt, inklusiv an Europa, dat war ein Movement, den man seit lange Jahren net mé kannten. Der zweite das die ganz Transformation, die man am Brexit kannten, wo man ja wahrscheinlich an ein paar Wochen dann zum Schluss sinn. Wir haben als schon dro gewinnt. Aber ich so aber machen wir als nicht viel. Der Brexit ist nicht ernst, wie der Vorstellung von dem größten Friedensprojekt, was man an den letzten Jahrzehnten kann tun. Für mich als Finalität, dass Europa zu Summe kommt, immer mehr zu Summe kommt, und zu Summe wie es plötzlich von einem Moment und dem anderen total aufgestaltet ging, die Partnerschaften, die Solidarität, das gemeinsam Leben, was wir wollten, zu Summen aufbauen, also bemol möglicherem ging zu inversieren. Auch ein neues Element, was wir an ein neues Gefahr, den wir müssen, wenn wir Außenpolitik machen, mit betrachten. Der dritte, das war die Elektion von dem neuen amerikanischen Präsidenten, dem Herrn Trump, den während 4 Jahren eine absolut isolationistische Politik gemacht hat, die konsequent Möglichkeiten abgegeben hat, für die Weltordnung zu influenzieren, an den auch konsequent Prinzipien vom Multilateralismus aufgestellt hat, an den auch nicht gezeigt wird, wie zum Beispiel bei den Kurden Assyrien sind Front am Stich zu lassen, auch von der jahrelang geholfen gegen den islamistischen Terror zu kämpfen. Ich habe das seinerzeit nicht für möglich gehalten, das ist aber an den letzten Jahren einfach Realität gewesen. Wir wissen lo, dass es möglich kann sein, noch von den amerikanischen Wahlen lo ein anderes Resultat bräuchte tun, wissen wir aber, dass die Position möglich ist. Und dafür muss man als Europa darüber reagieren. Und der 5. Punkt, das also in China, was seine Macht immer mehr spielen lässt, was nicht ein Profil bar betreibt, wie die letzten Jahrzehnte es gemacht hat, und was nicht nur seine Nationalökonomie direkt mit dem Präsident Xi hat mit Kraft und Vitesse seine Strategie weltweit imposiert. Und der letzte Punkt, das ist dann Russland, was sich nun Boris Jelzin nicht, wie er hofft, Schritt für Schritt zur Demokratie nähert, mit dem Herrn Putin sein Ziel, als russischen Nationalismus, als russische Kraft durchzusetzen, und das möchte noch. Und dabei kommt, dass wir an Europa schwer momentan sind, uns noch bannen und noch schwerfällig. Wir gehen angegriffen am diplomatischen Sinn von Herrn Putin, von Herrn Erdogan. Wir sehen auch, dass an occidentalischen Demokratien, notamment Russland, probiert sich anzumischen. Der Rapport Müller in Amerika hat das relativ klar gesagt. Wir haben intern Gefahren durch Rechtsextremismus an Italien, an Frankreich, sogar an Deutschland. Wir haben Verteidigungsstrukturen, die wir uns doch selber vorstellen. Ich komme noch zurück mit der NATO. Wir haben Rechtsstaatlichkeit an der EU, das vorgestellt wird durch Ungarn und durch Polen. Die Welt ist ernst. Die Welt ist ernst, das ist eine andere Weltordnung. Wir können nicht mehr so weiterfahren. Für 34 Jahre haben wir gemeint, wir wären auf der Gewinnerstraße.
Dat ass haut net de Fall haut immer par rapport zu anderen Großmächten schwach an enger Welt, die wesentlich méi brutal gin ass, wie dat an de letzte Jahrzehenten de Fall ass an enger Weltordnung, wo viel andere auch hier Platz gern hätten, mat ihre Methoden, wat net Eismethoden sind. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir keine Chance. Aber wir mengen wir müssen als eins gehen, auf watfrengem europäischen Format, wir wollen nach einer internationalen Rolle an Zukunft spielen. Na wat Rolle von Lützeburg an dem Format ist. Wie können wir Eis stärken, aber wie können wir Eis stärken, konsequent ausspielen. Ich meine, Madame von der Leyen an die neue Kommission hat das relativ klar erkannt, an dem sie sieht, sie gehen hier eine geostrategische Kommission machen. Was nicht ernst heißt, dass die Stärken, die man hun benutzen will, die ökonomisch Stärken, die kulturell Stärken, aber auch die militärisch Stärken, die einzelnen Länder in Europa nach immer hun für als Interessen, als Ideen, als Sicherheit und als Zukunft vorzubringen. Sie würden verstanden, ich weiß aber nicht, ob sie durchgesetzt kriegt. Weil man wissen, ja, aber hun hat an den letzten Konseillen ja oft gesehen, wie verschiedene Länder die Umsetzung von der geostrategischen Kommission auch los, aber konstant bremsen. Und ich meine, dass eine Diskussion über die Zukunft von Europa, das von den Hauptthemen muss gehen, dem wir ausschwätzen. Und hier ist natürlich die Frage, wie verhalten wir uns als Lützeburg an der Situation. Das hat natürlich eine Influenz auf die Aussagen, die wir an der Europapolitik merken. Und ich ging da just gerne ein paar Optionen. Das erste ist zum Beispiel evidenterweise als Positionen, wenn es um das Budget an Europa geht. Es ist klar, dass eine zukünftige budgetäre Situation, also ein budgetäre Pluriannuell in Europa auch muss neue Politiken können finanzieren. Neue Politiken wie Sicherheitspolitiken, wie Recherchepolitiken, die wir brauchen, wenn wir Europa wollen mehr stabil machen. Dafür muss man Suen degagieren oder dafür muss man neue Ressourcen schaffen. Das Zweite, das, was das Elargissement angeht, also natürlich auch so, dass man geostrategisch Gedanken hun. Es ist für mich evident, dass die ganz Frohen, die sich Balkan stellen, auch müssen ganz hart und ganz klar beantwortet gehen. Ob das Albanien, Nordmazedonien, Montenegro oder Serbien ist, ist mir auch in einer Phasen ziemlich egal. Aber sie gehören schlussendlich an Europa. Und dafür muss der Reflex ganz klar sein. Aber machen wir den Reflex nicht so, dass wir klar und deutlich so, was wir wollen. Dann ist es absolut evident, dass andere Länder wie China oder wie Russland sich los etablieren. Die sind auch am Gang, das zu machen. Und dafür habe ich gefunden, dass die Bremstaktik, die der Präsident Macron für eine paar Monate angelöst hat, einfach vom Bild, das wir aufgehen haben, eine Katastrophe wäre. Und ich bin froh, dass wir auf eine andere Schiene kommen sind. Die hat gestern Herr Asselborn gesagt, sie brauchen Zeit. Das ist absolut richtig. Ja, sie brauchen Zeit, wir dürfen sie aber auch nicht decouragieren, weil Heinz geht Decisionen an andere Richtungen ganz schnell. Eine ganz vorsichtige Politik ist also da übrig. Der nächste Punkt, das ist der von der Rechtsstaatlichkeit. Den ist für mich an den Prinzipien absolut klar. Es kann nicht sein, dass die Prinzipien nicht respektiert, auch nach von der Europäischen Union kriegt. Ob das Polen ist, ob das Ungarn ist, Tschechien, Rumänien, wer auch immer die Länder sind, die Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit, Slowenien, die Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit haben. Und ich meine, dass wir da voll Kommission sollen unterstützen an der Position, die sie angeholt hat. Das tut auch gestern an aller Deutlichkeit so am Namen von der Lützeburger Regierung zum Ausdruck gebracht. Und da wäre ich ganz froh drüber. Dasselbe gilt natürlich auch für den anderen Prinzip, dass sie von der Solidarität, ohne Solidarität, notamment an der Flüchtlingspolitik, geht es nicht. Und du kannst nicht auf der einen Seite Solidarität refusieren, für die anderen, aber für dich selber beanspruchen, wenn du gerne etwas hast. Das geht evidenterweise nicht. Und du hast auch recht an Ihren Aussuchen. Der nächste Punkt ist
als Aussagen, die wir über Außenpolitik und Verteidigungspolitik können hun. Für uns besteht kein Zweifel, dass man auf Dynamimität an denen Gebieten verzichten, weil wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik und wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Wenn wir einen Typ kriegen, ist es so ganz schwer, wenn wir wissen, dass an den großen Ländern, an vielen Ländern, do innenpolitisch Gründe matt spielen. Ich fand es doch einst so lamentabel, wenn ich gesehen, dass wenn wir eine Decision zum Beispiel par rapport zu Russland holen, die schon ganz schwierig ist zu holen, dass dann aus verschiedenen Ländern Außenministern dahin pilgern, für zu erklären, wir haben das zwar mitgemacht, das nicht als Schuld, das den anderen hier Schuld. So möchte ich keine europäische Außenpolitik, so kommen wir nicht weiter. Und das ist aber von den wesentlichsten Punkten, und das ist auch von den fundamentalen Problemen von der europäischen Konstruktion. Der nächste Punkt, das ist der Brexit. Da will ich heute nicht viel drüber sagen. Nächste Woche wird mein Kollege Laurent Moser nach einer Question élargie darüber stellen. Der Einzige, was ich wollte darüber sagen, dass ich einfach da mal am Positiven festgestellt tun, dass wir es fertig bräuchten tun, während quasi in den 2 Jahren aber eine Unanimität zu halten, dass Herr Barnier eine Politik gemerkt hat, wo quasi jitfrieden, nicht quasi, wo jitfrieden mit u Bord war, und dass wir klar, proper, transparent eine Linie von Handeln bis 4 gefordert haben. Da muss man auch gucken, wie das ausgeht. Mit zumindestens und ich das ganz stark vom Herrn Barnier, auch von all den Leuten, die da mit drin geschafft haben. Und da will ich sagen, Herr Außenminister, am Kader vom Brexit, ich habe das seit 3 Jahren schon gesagt, fand ich es nicht normal, dass als Interessen von Das heißt, Interessen an Irland von einem Ambassadeur zu London vertruden gehen. Und ich will noch einmal ein Plädoyer halten, für eine Ambassade zu Dublin abzumachen. Irland als ein Partner wird immer mehr ein Partner an einem Europa, wo Großbritannien nicht dran ist. An Irland als auch ein Konkurrent. Um besser zu wissen, was an Irland geschieht. Für dass wir wissen, wie wir zu Lützeburg können reagieren. Das ist sicherlich an Mengen wichtig, mit Irland mehr Relationen in Zukunft zu haben. Aber wenn wir schon bei den Ambassaden sind, dann seid ihr Außenminister, Herr Hasselborn, als sich das diplomatische Personal verdoppelt ging auf 150 Leute. Ich fand das doch wichtig, dass wir ordentlich da draußen repräsentiert sind. Ich so nicht just, ich habe da doch schon ein paar Mal gesagt, ich fand es wirklich unsinnig, dass wir 2 Resoen haben. Ein Reso von Ambassaden und ein Reso von ökonomischen Missionen da draußen. Und das ist ganz klar, dass das einfach zusammen gehört. Wenn wir Kapazitäten, die wir haben, schon nicht so groß sind, aber das einfach normal ist, wenn wir sie gegen zusammenlegen, aber wir auch Rivalitäten, die immer an das menschlich entstehen, auch so könnten außer Kraft setzen. Und ich so nicht, mit wenig Ironie, mit das wir am Anfang echt gemengt, es ist ein neuer Wirtschaftsminister da. Den hat vielleicht nicht gerade so ein riesiges Ego, wie der für Drunen hat. Und das vielleicht wenig Männer profilsüchtig. Dafür ist profitiert Lodo davon, für das Summen sind, ich weiß nicht, wie lange es dauert beim Herrn Fayot. Ich wurde zur Afrikapolitik, weil die leiten mir auch wirklich Herz. Die Kommission will eine neue Afrikapolitik machen. Sie will die Afrikapolitik als einen großen Teil von ihrer Außenpolitik machen. Was natürlich besonders ist, weil sie damit am Fond Zielsetzung von der Außenpolitik, von der Afrikapolitik changiert, an dem sie von einer Kooperationspolitik teilweise rüberschifft auf eine klassische Außenpolitik. Ich fand das absolut richtig so. Wir machen mit Afrika nicht nur Kooperation, wir machen auch richtig wirtschaftlich Partnerschaften, wir machen auch Rechercheprojekte, wir machen auch Entwicklungsprojekte zusammen. Und ich so mache klar und deutlich, dass wenn die Kommission so Politiken auf den Weg bringt, dann ist es sicherlich für Lützeburg, wo wichtig geht, dass wir da dabei sind und dass wir das von Anfang an unterstützend matt machen, weil da haben wir sicherlich eine Rolle dran zu spielen. Und ich wäre auch ganz froh, gestern an Ihrem Mund zu hören, über die Gesetzgebung vom Devoir de Diligence, dass doch klar wieder gestern gesagt wird, dass doch die europäische Lesung am Kader vom Devoir de Diligence will drücken. Ich fand das wichtig. Am besten, wir
gingen eng europäisch Lesung fanden, me wann dat net der Fall ist, so hun ich op jeden Fall aus mal versteren, dann als nationalen gesetzlichen Kader für ich auch wichtig an envisageabel, dat unterstützen wir ganz klar. Die hat auch Position geholt zur aktueller außenpolitischer Situation am Kader von der Krise vom Coronavirus. Und die hat 5 Enseignementer aus der Krise gezogen. Ich stelle die alle 5. Ich will da just nach 2 dabei setzen, 2 Lektionen, die in Empfang könnt lehren, da dehnt er das natürlich die von der Autonomie von Europa, eine Unabhängigkeit, die man muss, notamment par rapport zu Medikamenten haben, die man muss auch par rapport zur Alimentation haben, scheint auch evident, die man muss par rapport zu Cybersecurity haben, an dem man muss auch par rapport zur Militärautonomie haben, scheint mir evident, mehr könnt man drin, weil wir auch gesehen haben, dass die europäischen Länder an dem Anfang von der Krisensituationen aber nicht immer gerade so solidarisch wären, wie wir es alle gut gewünscht hätten, auch vorsichtig zu Lützeburg handeln, und als du auch eine gewisse Autonomie bringen zu dem, was wir einfach brauchen, wann eine Krisensituation kommt. Das wäre in diesem Fall Masken und medizinisch Material, aber das kann auch bei anderen Krisen, zum Beispiel Energieapprovisionement, und ich meine, du Tanklehrer, sind so Reflexionen, wie wir autonom können funktionieren, wenn wir Krisen haben, sind über die Corona-Krise heraus auch zu Lützeburg zu ziehen. Und schlussendlich will ich mich dem Merci ausschließen, den dir schon ausgedrückt wird, dem Personal von den Affaires étrangères, an all denen, die an die Affaires étrangères geholfen von seiner Zeit, für aber die enorm Erbicht, die größer Hetz, mit auch größer Disziplin gefordert ging, als für all als Leute sicher hinzukriegen. Und dann ist natürlich von den wichtigsten Sujeten, wo ich aber auch will, ein paar Worte sagen. Wir haben für den 14. schon geschrieben, von denen, wo wir alle gut drin leiden seit Jahren, das ist das Problem von der Flüchtlingskrise, die uns in Europa bedrückt, weil die Krise schwächt von Europa, wie soll ich das sagen, aber allen ihren Aspekten gemeinsam angeschwert wird. Erstens, der Mangel an Solidarität, die klar sich gewiesen wird. Zweitens, die Inkapazität für Lesungen herbeizuführen, weil Strukturen nicht da wären, weil der Leadership einfach abgelöst wären, den europäischen Strukturen, die nicht erlaubt haben, schnell die notwendige Diskussion zu holen. Drittens, die Inkapazität für den Rechtsstaat respektieren zu tun, an Ländern, wo die nicht anhalten, so gut fertig bringen, Urteile vom Europäischen Gerichtshof nicht zu respektieren. Viertens, als total Irrelevanz, wenn es eine Lesung von internationalen Problemen geht. Was tun wir dann in Syrien fertig bräuchte, außer darüber zu schwätzen? Nicht. Und das ist das große Problem von der Inkapazität, für auch Aktion zu machen, nachdem wir uns da groß wieder geschwört. Und fünftens, als Schwierigkeit zu reagieren auf Krisensituationen. Ich erinnere an die Unterpressung, notamment was Flüchtlinge angeht, von mehr Erdogan, weil Decissionsstrukturen an Europa kompliziert sind. Die Kommission ein Migrationspakt vorgelegt, ein Pakt, der viele Aspekte hat. Asylrecht der Prozeduren, illegaler, legal Migration, Migranten, die am Meer gerettet gehen, Grenzaufsicherung, Rückführungen, Familienzusammenführung, Kooperation, hier Herkunftsländer, Prozeduren, Responsabilitäten, Integrationsfragen für die hier bleiben. Wir hatten eine Diskussion an der Chambre darüber, an Konklusion, die Regierung aus dieser Diskussion gezogen hat, ist man nicht ganz klar. Erstmal, die hat gesagt, Herz ging hin und her gehen. Auf der einen Seite zwischen engem Refus, weil de Pakt net opgenug, net generös genug, net solidarisch genug wär, an op der anderen Seite aber der Akzeptation, weil es den einzigen Weg ist für Europa weiterzubringen, für eine gemeinsame Politik weiterzuführen. Ich so ganz klar, ich kann das zwar verstehen, aber ich meine, dass die Lützeburger Regierung ging gut machen, nicht auf den Weg von dem totalen Refus zu gehen, weil wenn der das macht, wenn Europa das möchte, dann blockieren wir am Eisenarm als definitiv an der Doha-Diskussion. Ich weiß, dass wir nicht zufrieden sind, unbedingt immer mit dem, was durchschlägt. Ich weiß aber gerade so, dass wir gucken müssen, für dass wir das Beste rausholen und dass wir mal lieber den Park kriegen.
wenn man nicht kreen, wenn wir es blockieren, dann laufen wir einfach an die Mauer. Und ich ging wirklich die Lützebauer Regierung bitten, das Maximum zu machen, für einen Konsensus zumindest schnell an die großen Linien zu kriegen, weil das, was durchleitet, das ist realistisch, das ist effikaz, das gibt Rechte garantieren, auch für Individualpersonen, das ist eine Organisation von obligatorischer Solidarität, das leitet Sockel von Responsabilitäten und setzt Kommission an den Zentrum von einer kohärenter Gouvernance. Und ich so nachdenke, das, was ich für 14 dich gesagt habe, Europa hat keine 10 Chancen, für hier weiterzukommen. Europa hat schon jahrelang Eschecken an dem Domain gehabt. Wir haben noch eine Chance, für weiterzukommen. Und ich ging wirklich bitten, mit zu helfen, dass wir die Chance auch können holen. Letzte Außenpolitik an europäische Außenpolitik gilt also an den letzten Jahren an Haut zu repositionieren, weil das Verhalten von Ländern par rapport zur EU ähnlich ist wie das an den Jahrzehnten für die Runde Fall war. Ich kann da nicht alles abzählen, aber pur Sachen will ich aber so über Türkei, über China, Russland und die Vereinigten Staaten. Nur gefangen mit der Türkei. Über 30 Jahre, seit 1987, sind die Diskussionen über die Adhäsion von der Türkei am Gang. Für 15 Jahre hat der Prozesszeit zu Lützeburg daher angefangen. Derzeit hat die Türkei probiert, sich an EU-Standards rundzutasten, sich an die westliche Allianz anzuschreiben. How das da nicht? Drastisch ernst. Wir haben mit einer provokatorischen Regierung an der Türkei zu dienen, die intern weit von den Menschenrechten weg ist. Meinungsfreiheit, Justizsystem, Gewaltentrennung, Freiheit am großen Ganzen, Grundrechte. An die ein riesiger Schritt sich entfernt von unseren Werten und von unseren Standards. Aber das ist aber nicht alles. Weil den Herr Erdogan Schwierigkeiten hat, weil sich an einer Sackgasse sowohl militärisch wie strategisch als Syrien spielt, weil am Land finanziell und ökonomisch Schwierigkeiten hat, setzt Europa und NATO unter Druck, für Finanzen auf ihre Alliierten zu finden, aber benutzt dafür die Flüchtlinge. Das ist absolut dramatisch und das ist absolut inakzeptabel. Am Mittelmeer möchten gefährliche Provokationen, feindschaftlich Deklarationen an den militärischen Drohgebaren gegen Länder, die Member von der Europäischen Union sind. Ich gehe nur über die Waffenlieferungen an Libyen weg, weil das gerade so dramatisch ist. Am Nagorno-Karabach, auch da haben wir für 14 Tage geschwärzt, als unterstützt die Türkei die aserbaidschanische Offensiv auf eine entscheidende Rolle. Die hat die gestern klar und deutlich gesagt. Die Strebungen angesagt, die Zivilisten gezielt, die Mercenären aus Syrien mit Unterstützung von der Türkei angesagt, die Waffen auf Fliegern und Drohnen mit Unterstützung von der Türkei angesagt. Verantwortung für Hunderten Todesopfer, für massiv Leute, die auf der Flucht sind, als sei zu drohen. Es gibt eine destabilisierend, aggressiv Außenpolitik gemacht und die türkische Außenpolitik stellt sich gegen die EU. Außenpolitik provoziert die EU-Außenpolitik. Aber was mir wehtut, das ist, dass die EU nicht ordentlich und nicht solid genug reagiert. Dann sind wir in einer Situation, wo Armenien einen Friedensvertrag hat müssen unterschreiben, was an unseren einen katastrophalen Friedensvertrag ist. Also verbal Provokationen, militärische Provokationen, aber dann auch, und da will ich auch noch drüber gehen, die verbal Provokation gegen den Präsident Macron. Ich will nicht wiederholen, was darüber gesagt wird. Aber was hat der Präsident Macron gemacht? Er hat am Anfang just die Expressionsfreiheit verteidigt. Und die Expressionsfreiheit als von den Grundwerten, auf denen als Gesellschaften sich aufbauen. Und dafür so nicht ganz klar, hey, es geht nur irgendwo stören, man muss irgendwo einen Schlussstrich darin ziehen. Und fällt mir schwer zu sagen, weil ich viele Freunde habe, die aus der Türkei kommen, und die ganz oft hoffen, dass no kommen zur EU de Regime an het Land ging evaluieren doen. Me do wo man los sind, menglich as so eng Partnerschaft aber net mehr möglich an as den EU-Adhäsionsprozess net méi möglich. Dat wissen wir alle gut,
mir fährt net aber heinz du zu so und mir halen nach de Schein du zu bei. Ich mengen dat als an diesem Moment net meiglich dafür gin ich Schei deposieren Schei eng Motion, die biert dann zu unterstützen, dat die EU soll definitiv stoppen den Adhäsionsprozess, den du lieft. An die wat netto will ich dem Außenminister so huet richtig gesot, lo mist an der NATO, dat hier keinmolenke den Dix riecht gehen. Ich so nicht, ich weiß auch nicht, ob es geht, man den Dix riechten, weil ich frage mich, ob eine NATO-Partnerschaft nach möglich ist, an einem Kader, wo ein NATO-Land geht, ein anderes NATO-Land am Gang als konstant Provokationen zu machen, an militärische Bewegungen zu machen. Aber wo auch mit seinem Engagement wat eng rein NATO-Länder Möglichkeit an Gefahr kommen, für sich missen iwwer kontraktuelle Verbindungen zu engagieren an einem Krieg, der den anderen NATO-Land feiert, den aber mir nicht willen. Und ich meine, die Diskussion muss auch an denen Termen klar und deutlich gefordert gehen. Ich gehe nicht Motionen, du nur, Herr Präsident. Wort über China, auch als Sache China-Politik muss ich heraus aus der Naivität. Das nicht, weil wir mehr Handel machen, wo a China als Wärter mehr rüberkommen. Es muss sich einfach bewusst sein, dass China eine andere Philosophie hat, eine Grundwerte hat. Dass China, und ich sage das doch ganz klar, eine andere Weltordnung will immer mehr Platz anholen. China hat Geist, hat Kraft, hat Kompetenz, hat Energie, für zu machen, am Hut auch Zeit am Dauer, weil sie in einer Zeit gefühlt wie wir das tun. Ich weiß aber auch, dass man China mit der ökonomischen Größe, mit der Wichtigkeit, auch der militärischen Größe, die tut, nicht können auf der Seite lassen. Wir brauchen China auf verschiedenen Domänen als Partner. Aber wir sind schon nicht für alles das, was Klimaprotektion angeht, hinzukriegen. Wir wissen auch, dass wir China als Kompetiteur brauchen. Wir wissen aber auch, und das muss man klar und deutlich sagen, dass China an der Kompetition nicht immer fair spielt, par rapport zu Regeln, die wir gemeinsam festsetzen, an denen wir auch an der WTO gemeinsam festgesetzt haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass schlussendlich China ein systemischer Rival ist, Land denen nicht kommen, an denen muss auch so konsiderieren. Und das ist nicht ganz klar, das bringen wir nicht fertig als Einzelländer, dafür brauchen wir Europa, das bringen wir aber noch nicht fertig als Europa, und dafür brauchen wir auch heute Zusammenarbeit mit einem Amerika, was ich dann nur hoffentlich ernst an den nächsten Jahren wird beholen, wie das an den letzten Jahren der Fall wäre. Ich wäre froh zu hören, Herr Außenminister, dass der Meinung sieht, dass wir als Lützeburg einen Gesetzestext machen über Foreign Investments, dass die der Schutz von Lützeburger Betrieben par rapport zu Investissementen, die aus China, möglicherweise auch aus anderen Ländern kommen, für die Betriebe auch abzukaufen. Wir müssen nicht machen, aber ich habe für 6 Monate schon eine Proposition de loi in diesem Haus deposiert, 4 zu machen. Und ich verstehe nicht, weil man hätte schon können seit 2 Jahren machen. Da wären auch vielleicht verschiedene Diskussionen ganz ernst gelaufen, was den Abkauf von Entreprisen angeht. Ich habe auf jeden Fall eine Proposition de loi deposiert, die leidet schon seit 6 Monaten. Ich fand, dass die gut ist. Hätte ich doch nicht geschrieben, wenn sie nicht gut wäre. Ich meine, hol's einfach, geht so weiter. Das ist wichtig, dass man so schnell wie möglich den Schutz von unseren Entreprisen par rapport zu ausländischen Übernahmen fertig bringen. Da muss man hervormachen, da muss man als an der Kader von den europäischen Erfahrungen klar und deutlich erschreiben. Über Russland kann den lang diskutieren, aber da will ich auch so, und die hat gesagt, wir müssen an der Diskussion bleiben. Evidenterweise muss man mit Russland an der Diskussion bleiben. Russland ist auch ein Teil von einem größeren Europa und kann mit den Ländern, die in Europa sind, nicht einfach nicht schwätzen. Mit das aber gerade so klar, dass verschiedene Sachen, die Russen gemacht haben an den letzten Jahren an Eisenbahn inakzeptabel sind, und dass man das auch klar und deutlich müssen noch bausen so. Das, was an der Ukraine geschieht, aber auch das, was an Syrien geschieht, aber auch das, was am Fall Nawalny geschieht,
ganz klar und deutlich inakzeptabel. An der so nicht von Diplomatie an Diskussionen nicht bringen, wenn in den klaren Spruch geschwert wird, da muss noch Maßnahmen folgen losen. Mich sind das nicht, also nämlich kredibel, die Europäische Union hat vor kurzem gemerkt, dass das auch positiv so. Mein letztes Kapitel, das geht an den Vereinigten Staaten. Ich bin seit vielen Jahren großen Anhänger von transatlantischen Relationen, weil ich einfach überzeugt bin, dass wir eine gemeinsame Geschichte mit den Vereinigten Staaten haben, dass wir Basisprinzipien teilen, dass wir Demokratie und Menschenrechte nach immer zusammen auf die Fändel schreiben. Die Welt von heute, meine ich, braucht eine starke Allianz zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, weil die Welt changiert ist, weil die Weltordnung changiert ist, aber weil das für mich eine absolute Evidenz ist, dass kein von den USA oder der Europäischen Union allein stark genug ist, für seine Ideen an der Welt, die heute ist, aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren ernst fertig bringen, wie das in den Jahren vorher wäre. Und ich so ganz independent von der amerikanischen Innenpolitik, worüber ich auch meine Meinung habe, die aber nicht unbedingt Platz ist, für zu sagen, gibt es 5 wichtige Sachen, die wir an den nächsten Monaten und Jahren müssen sehen. Die kommerziell Fragen, wo Amerika an Mengen an kein Rival mehr soll sein, wo man nicht mehr mit Dealen handeln, wie das in den letzten Jahren der Fall war, aber wo wir einen Partner sollen sichern, und gemeinsame Regeln festlegen, wie den Kommerz soll zwischen Europa und den Vereinigten Staaten an den nächsten Jahren laufen, ohne Straftaxen, ohne Dealen und Verhandlungen, mit gemeinsamen Regeln und Partner, wo ihr wisst, dass in Heinz der Konkurrenz ist. Wir wollen sich aber gemeinsam auch Regeln hält, die in zusammen festgelöst wird. An einer fairer Konkurrenz. Also ich weiß aber auch, wir stimmen heute so ein Akkord, ich weiß aber auch, was für Diskussionen das alles möglicherweise kann geben. Ich so nicht, ich will lieber ein ordentlich Aufkommens, wie Dealen, wie Straftaxen, wie Konstantstreit. Eine Diskussion, die wir müssen führen. Zweiter Punkt, dass als Partner an der Verteidigung, ohne die NATO, sind wir aber als Europäer momentan nicht ganz stark. Und ich bin froh, dass wir auch einen amerikanischen Präsident kriegen, den und NATO, so männlich auf jeden Fall, gelebt. Aber wenn etwas gelernt hat aus der rezenten Geschichte, dass das schon immer nicht romanisch gehen, den anderen Weg drehen, die nächsten Wahlen, weiß ich schon nicht, wer gewinnt. Und dafür fand ich es wesentlich, dass wir aus der Experienz trotzdem lehren, also und das bringt eine europäische Verteidigung als sollen abbauen, die wir der NATO können zur Verfügung stellen, mit die am Notfall aber auch als verteidigt, weil wir sie brauchen und wir responsabel für als eigene Verteidigung müssen sein. Ich bin noch froh, dass wir Vereinigte Staaten fanden, die verstehen, was die EU am Gang ist, abzubauen, die auch Gefühl hat, was als Geschichte bedeutet und dass das alles nicht so einfach ist, die europäische Konstruktion, die wir machen. Eine amerikanische Regierung, die den Brexit nicht unterstützt und die auch nicht als echten Aussprechpartner Länder hat, wie Ungarn, Polen, Slowenien, die an sich euroskeptisch sind. Und schlussendlich an der Weltpolitik an über Grenzen heraus verlässliche Partner erfroen, die für uns wesentlich sind, wie den Accord de Paris, die Klimaziele, wie auch evidenterweise die Covid-Pandemie, wo das evident ist, dass ein Zusammenarbeit, eine gemeinsame Recherche, ein gemeinsames Leadership als gut getan hätten an den letzten Monaten, wo wir Retard da wenigstens kruten. Und auch eine Vereinigte Staaten, die sich für Menschenrechte kräftig einsetzen. Schlussendlich, last but not least, Vereinigte Staaten, die der Multilateralismus sich dazu bekennt, an der WHO, an der WTO, an den Nations Unies, notamment dem Human Rights Council. Ich meine, dass wir als Lützeburg die amerikanischen Foren, soweit wir es können, sollten begleiten. Und als letzter Punkt, und ich sage, der doch Leopold am Anfang nicht an der außenpolitischen Debatte gehört, das ist die Wichtigkeit von robusten Institutionen. Wir lauschen all
was am Gang ist zu geschehen. Die Wichtigkeit von Checks and Balances, von Institutionen, die solid sind, die independent sind, von einer gut funktionierenden Justiz, von einer krisefester Konstitution für Demokratie aufzusichern. Und da der kleinen Appell an all die Leute, die sich hier im Frischschreiben von dieser Konstitution bekümmern, dass muss ganz gut aufpassen, wie sie redigiert, wer die seht, weil wir sie nie wert Kaffee kommen. Alles als möglich, an das du wert für Demokratie zu kämpfen. Today, democracy is under more pressure than at any time since the 30s. Freedom House has reported that of 41 countries consistently ranked free from 85 to 2005, 22 have registered net declines in freedom over the last 5 years. So Joe Biden für 6 Monate an einem Artikel, der geheischt wird, Why America Must Lead Again. Das fand ich fundamental richtig, das als auch, und das ist auch überall auf der Welt. Das ist auch vor, da in Amerika, und das ist auch da auch an Europa, wo Demokratie, Freiheit aufgeholt wird, und nicht so geholt an den letzten Jahren. Und ich so, und das ist mein Schluss, der Kampf, als es da wert anzugehen, mit allen ehrlichen Partnern, die dazu bereit sind. Und zum Schluss nach Wort an eng Motion, die ich will deposieren. Den Präsident hat es gestern am Anfang von der Session gesagt, dass alles da, wo ein Partner unter Druck gesetzt wird, notamment durch Extremismus, und in diesem Fall durch den radikalen Islamismus, in aller Deutlichkeit seine Solidarität muss bekennen. Hier in diesem Fall mit Frankreich, mit Österreich. Ich wollte noch an einer Motion festhalten, aber nicht nur just die Solidarität, an dem ich die Regierung oder wir haben die Regierung auffordern, die Initiative, die von Deutschland, von Frankreich, von der Europäischen Union, von Österreich gestartet ging es für eine Initiative zu machen, für zu gucken, wie gegen den radikalen Islamismus hier in Europa gemeinsam kann umgehen, dass man das unterstützen, da wo wir können, so wie wir es können, dass man das mit an Bord gehen. Ich denke, Herr Außenminister, dass das am nächsten Conseil wird auf den Ordre du Jour kommen. Wir wären froh, wenn Lützeburg da proaktiv mithelfen. Ich sage nicht merci für die Nullstellung. Merci vielmals, Herr Wissler. Nächster geschriebener Redner aus dem Honorablen Herr Gusti Gras. Merci. Herr Gras, die